Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ivo und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. ja, der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mehr motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Frohes neues Jahr. 2025. Happy New Year. Happy New Year. Einfach 2025. Happy New Year. Ich wollte den Podcast gerade mal starten mit einem Kommentar, der reingekommen ist. Auf was? Jemand hat also weißt du, auf Spotify kann man ja kommentieren. Also von unserem Podcast hat er kommentiert. Ja, also das Kommentar unter der Folge. Da hat er geschrieben, Grüße den Gabriel von Oberi. Mal lutsch meinen Schwanz, Gabriel. Vor allem, weißt du so? Wieso? Du siehst auch den Username. Wie heißt der Einfach Gabriel und so weiter. Ja. Einfach von sich selber in der dritten Person am Reden. Also grüße der Gabriel. Grüße den Gabriel quasi. Was, wenn sein Kollege auch Gabriel heißt? Der soll auch meinen Schwanz lutschen, Bro. Geil ist ich. Hat er Geburtstag oder so? Nein, egal. Wir grüßen dich. Grüße an Gabriel von Oberi. G. Erstens das. Zweitens haben wir heute, ich gehe heute ein bisschen aggressiv rein, haben wir ja heute wieder eine Umfrage gemacht. So quasi, hey, stellt uns Fragen, habt ihr Themenwünsche? Nachher schreibt jemand, der als Username 1967 hat. Also entweder ist das so ein Fußballding oder er ist sehr alt, ich weiß es nicht. Er schreibt, was würde Josh, und da ist wichtig, Josh mit J-O-S-H. Ja, Josh. Der Josh machen, wenn der Zero nicht mehr mit dem Hund würde klarkommen. Und dann habe ich einfach mal so grundlegend, einfach mal 2 Fragen. 3. Erstens, wieso bist du ein Hurensohn? Zweitens, nein. Also erstens mal, was habt ihr das Gefühl, was die Beziehung vom Serhat und mir ist? Wirklich. Also, so, erstens das. Zweitens, habt ihr das Gefühl, dass 2 Menschen, die beste Freundinnen sind, oder beste Freunde sind, wie Serhat und ich jetzt, zusammen einen Hund haben und irgendwie der Hund lebt in dem Fall einmal bei mir und einmal beim Zero, weil wir ihn ja zusammen. Und dann, wenn jetzt der Zero entscheiden würde in dieser Freundschaft, hey, ich komme nicht mehr klar mit dem Hund, den du hast, würde mir dann den Hund weggeben? Was ist das genau die Frage? Ich komme nicht raus. Ich habe gedacht, jetzt sagst du etwas wie so, ja, ob ich jetzt mit dem Woody klarkomme, mit dem Zero, sind beides Hunde. Aber der ist nicht gekommen, krass. Nein, Bro, Der ist nein. nicht gekommen. Aber Ich habe mit dem Medium was ist das? gerechnet. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so eine komische Frage, findest Hey, du? Bro, jede Frage ist eine Frage, die Raum braucht. Okay. Also es ist wichtig, uns mal ein für alle Mal klarstellen, der Woody ist mein Hund. Er ist dein Craft. Er ist mein Craft. Und es spielt eigentlich keine Rolle, ob der Zero mit ihm klarkommt oder nicht. Ich komme bestens mit ihm klar. Ja. Aber er kommt bestens mit ihm klar. Ja. Wie auch nicht. Weil es sind ja beides dreckige Hunde. Von mir aus, Bro. Warte mal. Aber, Soll ich jetzt auch einen auspacken, oder nein, was? also jetzt, ich mach. Aber bitte, mach nachher nicht auch. Okay. Mach's nicht, Bro. Okay, drück nochmal. Yeah. Was ist das da schon wieder? Schon, Oh. Schon. Okay, Gut. sorry. Ja, sonst sind eben nicht so viele spannende Fragen gekommen. Also Echt allgemein. Was läuft halt? Letzte Zeit kommen richtig lame Fragen. Ja, aber vielleicht auch, weil wir jedes Mal sagen, stellt Fragen und nachher Und wir stellen reden die nicht Leute. drüber, Und ja. nachher Reden wir nicht drüber. reden wir nie drüber, genau. Geil ist ja. Aber scheiß mal auf das, ich eigentlich nur schnell will, was soll die Frage? So. Genau. Sorry, ich bin gerade am Lesen.
Wieso gibt es keine Beichten mehr? Gute Frage. Schau, Erzähl es halt. letztes Mal haben wir ja eine Story gemacht, wo wir Beichten gesammelt haben. Und Bro, sagt er ganz ehrlich, von diesen Beichten hast du 5 gebrauchen von diesen 60 oder 70. Und der Rest ist einfach Sachen, Bruder, wo ich mich frage, was muss, also vor allem sind Sachen von der Primarschule im Prinzip. Ja. Was haben die Leute 20 Jahre lang aufgestaut, dass ich gefunden habe, jetzt kann ich das raushauen, endlich fragt jemand mich, was will ich schon immer loswerden und ich lasse das raus. Bro, Leute sagen, ich habe in der Oberstufe eigentlich mal im Frauenwitze geschissen statt im Männerwitze. Es sind Ja, also entweder geht es um Schießen oder es geht um Ficken. Und wenn es um Ficken geht, ja. haben wir schon meistens jede Art von Geschichte schon gehört. Ich habe, Ja. sie hat mit dem das gemacht, er hat mit dem das gemacht und okay, easy. Ich tue nächstes Mal, versprochen, nächste Folge tue ich die ich kann, tue ich ablesen, wir machen das Rating. Ich könnte sagen, Bro, scheiß Beichten oder gute Beichten. Ich lese so ab und ich könnte dann entscheiden, ob das lohnenswerte Beichten sind, weil ich habe es wegen dem nicht thematisiert. Ich habe bei einer Folge haben wir das nebenbei angeschnitten, so hey Bro, noch ein paar Beichten und so. Aber im Großen und Ganzen sind einfach die Beichten vor allem so, keine Ahnung, man. So wie so pubertieren, die weißt du, die so zum ersten Mal umgemacht haben. Aber wir haben ja auch das Problem gehabt, dass wir so, wie so gesagt haben, also Leute haben gesagt, du sollst dich vorbereiten. Mit Beichten aufschreiben und Ja. durchsuchen. Ja. Und das hat dich dann aber recht deprimiert. Ja, ich habe die angeschaut. Und, also, Ja. schau jetzt, komm, ich gehe jetzt auf irgendeinen durch. Komm, ich habe es auf dem Handy. Handy? Ich weiß nicht, ich muss echt anfangen, Speicher auf dem Handy frei machen. Ich habe es geschafft, die 256 GB zu fühlen. Unglaublich. Und unmöglich. Ich habe es geschafft. Weil jedes Mal, wenn ich jetzt eine App suche, die ich länger gebraucht habe, ist sie einfach gelöscht, weil sie einfach Platz machen. Krass. Okay, unter anderem sind bei dir mit Beichten. So, ich gehe jetzt einfach irgendeine, mir scheißegal, es ist, also, Okay, Queen. einfach nicht bumst der Sommer, aber auch nicht geschwängert. Das ist nicht schlecht. Ey Bro, ein Win ist ein Win, sag dir ehrlich. A win is a win. Ein Win bro. ist ein Win. Bro, aus Ja, der ich Ferien mag zurückkommen, nicht müssen sie dir Sorgen machen, dass du Vater werden. Ein Win ist ein Win. A win is a win. Ein Win ist ein Win. Okay, easy, das ist jetzt mal ein Mittelmaß gewesen. Genau, es hat ja einen gehabt, wo 3 so volle Text geschrieben hat, so 3 so, du musst scrollen fast, wo er nur über sein Erlebnis beichtet, wenn er herausgefunden hat, dass er mit seiner Vorhaut kann Ah, das haben wir ja bei der Folge. ja, genau, er kann irgendwie jetzt im Duschen in seine Vorhaut Wasser rein tun und das ist lustig. Da, etwas. Ich habe einen One-Nicht-Stand gehabt und als ich in die Was Wohnung- hast du gerade gesagt? Ich habe einen One-Nicht-Stand, ich habe Wort für Wort wieder gegeben. Hast du das Gefühl, das ist vielleicht ein Schreibfehler? Ich glaube schon. Was können sie? Ja, logisch, was könnte sie? Was können sie? Sag mal, Bruder. One-Night-Melone. Ja, Bro. Krank, Bro. Einfach eine Melone essen einmal Abend. Das passiert bei mir öfters. Ja, du frei. Also, ich habe einen One-Night-Stand gehabt und als ich in die Wohnung reingegangen bin, habe ich die Wohnung gekannt. Er hat sich herausgestellt, dass ich den älteren Bruder von meinem Kollegen aufgerissen habe. Also, schnell eine Frage. Also früher, wenn Lehrer ihnen gesagt haben, Sarah, kannst du vorlesen? Du hast das gehasst, gell? Nein. Okay. Das ist schon wieder diese, okay? Ja. If you can read one word of Harry Potter, boy. Add $1 million to every charity you want. Ey, Voll. nein. Also, sorry, kannst du mir erklären? Ich kann nicht checken, was die Beichte ist. Hey, ich habe es in der Wurfschreibfehler gehabt. Also, es ist darum gegangen, dass jemand beichtet hat, dass er einen One-Night-Stand hat. Und wenn er in die Wohnung reingelaufen ist oder sie, ist die Wohnung bekannt vorgekommen. Er hat sich herausgestellt, ist die Wohnung vom Kollegen. Und das ist wer? Also, die Person, die bumsiert, ist wer? Nein, sorry. Er hat sich herausgestellt, dass sie, ich glaube, dass sie den älteren Bruder vom Kollegen aufgerissen hat. Weil er steht, Ah, okay. er hat sich okay. herausgestellt, dass ich den älteren Bruder von meinem Kollegen aufgerissen habe. Von meinem Kollegen. Weil Franzis Kollege aufgerissen hat. Okay. Das sind die Beichte, oder? Und es ist schon easy. Ich meine, es ist schon lustig, wenn du Packt hast und so weiter, aber gib ein bisschen Details, man. Was hast du Packt? Es hat einmal beichtet, dass die neue Schwiegermutter die Heime die Hölle macht und sie hat detailliert beichtet, dass sogar ihre Zahnbürste im Bad einfach rausgenommen worden ist von ihr. Das ist Team, man. Das ist Beichte. Ich kann One-Night-Stand nachher. Es ist schon easy, weißt du, jeder kann sagen,
ich teile nur so viel mit, ich traue mich sonst nicht mehr. Aber da auch, wir haben Hour gemacht mit einem Kollegen und dann ist einfach seine Schwester dran gewesen und nie hat er schneller geswiped. Was Checkst, ist Alter. Auer? Das Einzige, was ich kenne, ist Auerbacher. Ich auch denke, Er Auerbacher. macht Er macht Köpfler oder so? Okay, kann uns jemand helfen mit... Was, Wir Bro? haben Auer gemacht mit dem Kollegen und dann ist einfach seine Schwester dran gewesen. Noch nie hat er schneller geswiped. Wahrscheinlich ist das so eine App, wo man... seine Ist eigene echt, so, Schwester ist kann. echt passiert. Ich check echt nicht, was... Nein, aber ich glaube, das ist sowieso eine Art Tinder oder so, nicht? Mein Kollege hat Auer gemacht. Nachher, ja, es kann schon sein, ja. Hast du das Tinder für Männer braucht, wo Frauen dir schreiben müssen? Also entweder weißt du wirklich nicht, wie es heisst, oder du machst jetzt Szenen, damit du kannst sagen, aha, kann ich kann eben nicht. Also du meinst Bumble. Bumble. Bumble, hast du mal Bumble gehabt? Bruder, die Zeit mit mir und Dating-Apps ist eine sehr kurze Zeit gewesen. Das ist auch nicht Dating, aber Und nein, weil Dating-Apps haben mich sehr komplett immer. Mhm. Ich sage dir ganz ehrlich, Bruder, Dating-Apps haben mich sehr komplett. Ja. Weil ich habe gedacht, Bro, ich habe gedacht, ich bin nicht hässlich, Bro. Mhm. Aber, ja. Nein, Bro, ich habe wirklich einfach Du musst wenig nicht, Likes. du musst nicht. Ja, sorry. Ich habe wirklich sehr wenig Likes gehabt. Und wenn ich Likes hatte, dann sind das ziemlich hässliche Frauen gewesen, muss ich gerade ehrlich sagen. Ja? Ja, ja. Ich sage, du bist ein hübscher Mann. Ich glaube, es gibt Teile von meinem Körper, die sehr hübsch sind. Erzähl mal von deinem Teil. Schwanz? Nein. Okay, Sorry. Nein, also ich würde jetzt mal so sagen. Also, dein Herz zum Beispiel so. Also, okay. Das ist jetzt natürlich blöd, weil jetzt habe ich das. Bro, also sind wir ehrlich, wieso hat man Dating-Apps? Ich sage, 80% davon ist wegen. Also, vor allem 80% von den Männern. Es ist immer so, bist du für Ernst da oder für Spaß? Das. Also ich glaube, Dating-Apps hat man aus 3 Gründen. Mhm. 4. Ich gehe jetzt mal der Reihe nach. Ich sage jetzt mal, der grösste Teil und sind immer am wenigsten. Mhm. So. Der grösste Teil hat Dating-Apps aus selbst zum Selbstwertgefühl aufbauen. Deswegen auch 80% von den Nutzer von Männern, die ersten 3 Fotos findest du immer das. Ja. Eins, wo sie eine Sportart machen, Aha. irgendein Hobby, wo sie sich ins Nahe gehen, ein zweites mit einem Hund Mhm. und das dritte casual beim Lernen. Oder so, das sind alle, genau wegen dem sind sie dort. Wandern. Wanderlust. Also genau, ich gehe jetzt der Reihe nach. Ich glaube, die meisten Leute haben es zu mir Selbstwertgefühl steigern. Mhm. Dann, ich würde jetzt mal sagen, meine Feldstudie hat ergeben, der zweitmeiste Grund ist einfach zum Ficken. Keine Ahnung. Ja, kannst du bestätigen, ja. Der dritte ist aus Langweile. Ich glaube zum Bouncen und weil einem langweilig ist, kann man sogar wechseln. Ich glaube, Leute machen es eher aus Langweile und Ja. dann das Bumsen. Und der kleinste Teil, wo wirklich Beziehungen aus dem raus haben. Ich Langfristige. Ich glaube, die meisten Beziehungen, die aus Tinder aus entstehen, sind Leute, die eben auf Tinder gegangen sind, ohne Intention für eine Beziehung. Das kann auch gut sein. Gell, mega viele Leute schämen sich auch, um zu sagen, wir haben das auf Tinder kennengelernt. Ja, am Anfang ist ja fett Schamgefühl gewesen, so. Ja, mittlerweile ist, glaube ich, nicht mehr so überhaupt von Tinder reden. Bro, weil, okay, Wind ist ein kleines Event zum Beispiel. Ja. Ich habe jedes Mal gesagt, zum Beispiel der ehemalige Pitch, der mit uns gewohnt hat, ich sage, hey, wie kannst du ohne Schiss haben und ohne peinlich überkommen und so Tinder haben in Winter, wo jeder Schwanz kennt? Jeder kennt jeden. Ja. Ich stelle mir jetzt einfach vor, so, das ist auch mein Szenario, das ist auch so, ich weiß nicht wieso, 9 Uhr am Morgen jemand geht arbeiten oder einige geht arbeiten, Mhm. und der Meldung über das Ding, irgendein Like, und dann sieht sie einfach mein Surat. Sie drückt drauf und sagt, ich kann ein Like geben, und nachher sagt sie, das ist doch Kollege von einer Kollegin. Ja, fair. Aber eben, ich meine, für was schämst du dich mal, wenn du halt mit jemandem eine Beziehung führen, dann willst du halt eine Beziehung führen? Ja, ich weiß, aber du weißt, das jetzt kurz also look, ich habe einmal eine Tinder-Karriere gehabt von 3 Stunden. Mhm. Managed von dem her. Hallo zusammen, ich bin der Herr.
Und er hat es genau so gemeint, wie ich mir echt einen Ficker vorstelle. Das ist... Alte Zeiten, Bro. Dort bin ich frisch von der... Also frisch streng gewesen und ich im Loch gewesen. Und der Bre so... Und nachher bist du auch im Loch gewesen, Bro. Ficker. Oh, fuck. Und dann... das ist übrigens auch in Lyon passiert. In Lyon ist auch das passiert mit der Polizeikontrolle. Ist das nicht deine Mutter gewesen, wo du... Ja, Ahnung. Oh, ja. Und dann bin ich so halt länger Single, also ich bin nach langem wieder Single gewesen und ich habe mich angefangen, weißt du, so, mit ihm, ich bin so in Lyon gewesen, wir sind so einen Chattertrip gemacht, ein bisschen im Ausgang gewesen und so. Und der so, komm Bro, macht er einen Tinder, weißt du. Und ich so, Bro, ich gab's nicht so, ich so, Bro, mach mal, komm, ich so, weißt Du du bist was? so ein dummer Ausländer. Was? Ich mach dir einen Tinder. Ja, okay, in dem Fall. Scheiße, Sorry, man, Yonda, glilililili. Leute haben Zungenbrecher, wenn sie den Nachnamen sagen, Alter, dumme Ausländer. Alter, die Nachname ist Also. ein Dings, man, ist ein Hook vom Lied, man, glilililili. Also ich habe dir einen Tinder gemacht. Ja. Und nachher... Mhm. Kujebre. Und ich halt denke so, ich schaue jetzt zu, weil vielleicht lerne ich etwas. Weil jetzt ist er da in Lyon und wenn ich daheim bin, ist er nicht da. Ja, Für mich selber. Besser. Ey, und nachher ich schaue und ich schaue, wenn er Bio macht und das ist genau so, wie ich an den Fuckboy vorstelle. Wir sind Ich bin ein Fuckboy gewesen. also du hast mein Bio so gemacht. Ja. Ah ja, okay. Wir sind in Lyon gewesen und er macht so meine Bio. Schon mal Fotos, war ganz schwierig gewesen. Ich habe 3-4 Fotos Du hast gemacht. wirklich wenig Fotos von dir, Bruder. Aber ich habe dort frisch angefangen Fotos von mir zu machen, weil ich habe frisch angefangen abnehmen und so. Weißt du, auf jeden Fall machen wir unser Profil und dann kommen wir zu der Bio. So, und wir sollen überlegen, was sind wir Bio schreiben, Was was war das sollen für wir... ein peinlicher Abend gewesen, Bro? Wir sind einfach Was sollen wir zwei Bio- Junggesellen in Lyon. Ja, was sollen wir im Bio schreiben, was sollen wir im Bio schreiben, am überlegen. Ich so, Bro, ich bin weißt du, so ganz los. Ich weiß nicht, was gut wäre, was nicht gut wäre. Wenn dann du. Jetzt müssen wir in Lyon und er schreibt so im Bio. Bio. Schreibt er in Bio, hier in Lyon für irgendetwas und ein guter Wein. Und nachher der Wein-Emoji. Oh mein Gott, stimmt. Bro, so eine klare Fallart. Es passt so nicht zu mir, aber oh egal. Oh mein Gott. Egal. Ja. Wir haben das gemacht. Und in dieser Zeit, wir sagen, dass wir ein paar abmachen, für rausgehen und so weiter. Und dann schauen wir, wie es läuft. Wir legen das an, gehen richtig irgendwie Ausgangsmeile oder Ausgangsort. Wir sind auch auf einem Schiff gelandet, gell? Ja, es ist einmal Clubs gesucht. Ja, Es ist einmal Clubs gesucht. Und bei diesen Clubs haben wir halt schnell gemerkt, dass es irgendwie so. Keine Ahnung, es sind, glaube ich, erstens nicht so viel offen gewesen und zweitens hat es irgendwie komisch auch ausgesehen, so, wir so, okay, strange. Dann haben wir erfahren, dass eben so am Fluss entlang in Lyon hat es Schiff und auf diesem Schiff machen sie auch Partys. Aber eben, nicht falsch verstehen, es sind nicht so High Society Schiff, Bro. Das Schiff ist dort, hat angelegt, ist dort am Hängen. Das Schiff ist wirklich kurz vor Sinken. Es hat einfach Holz gehabt, was es gegeben hat, Bro. Ja, wirklich. Arche Noah oder so. Ja, irgend so etwas. Und auf dem Weg dorthin merke ich so, weißt du, irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich unwohl und auch, weißt du, so, dass ich das habe. Und ich so, weißt du was, Bro, ich lösche einfach, fuck off, Alter. Das ist richtig. Ja, es hat mir richtig so. Ich habe einfach gelöscht. Dann sind wir auf das Schiff und weißt du noch, das Schiff, wie das aufgebaut war? Ich glaube, wir haben müssen. Es hat ja so einen Dock gehabt. Da sind wir reingelaufen in das Schiff. Yeah. Und dann sind wir in den unteren Stock. Ja, rechts hat es Garderobe gehabt. Ah, genau. Und links bist du aufs Schiff Genau. und nachher runter. Ja. Links hat es wie so, also links hat also der erste Stock ist so rechts Garderobe gewesen und links ist einfach so Fläche gewesen zum Stehen, glaube ich. Und unten ist so Party gewesen. Bro, wir gehen dort runter. Aber ganz komische. Wir sind die. Bro. Also. Wir sind reingekommen. Ja. Oder einfach wir sind reingekommen, das hat ein bisschen Farbe gehabt. Sagen wir so. Ja, das stimmt. Aber 10 von 10, wir sind dort angegangen, so easy angetrunken. Ich glaube, es war gar nicht so geil gewesen. Ich glaube, wir sind einfach besoffen gewesen. Eben, es ist, Bro, wir sind, schau, das Geile ist, es hat Leute gehabt. Und das ist zum guten Glück nicht so ein Renault RAV4, Delilah Kenneck Ausgang gewesen, wo 90% Schwänze sind. Sondern es ist wirklich so jung, alt, alles hat sie dabei gehabt. Du hast doch? Nein. Ich glaube schon. Nein, und nachher sind wir dort gewesen und wir so, mit dem Glas. Ja. So, und ey, besoffen und das scheiß Schiff macht die ganze Zeit so. Stimmt. Ich schaue aus dem Fenster und ist am unteren Stock. Ja. Das Fenster ist rund. Selbst das Wasser geht in mir Uhr an. Stimmt. Ich so. Wir sind einfach unter dem. Ja, unter ich dem kann es Wasser nicht sagen. Ich gewesen. so,
Ich habe zu dem Moment das Prinzip von Schiff nicht checken. Ja. Es ist mir einfach Ich rausgekommen. denke, wie beim Zeichnen. Ich bin nicht Wenn klar man, gekommen. Ich wenn man ein ich Schiff bin- zeichnet, ist es ja immer über Wasser. Ich so, hey, ich bin eigentlich ja da, aber ich sehe Wasser. Ja, hä? ja, ja. Ja, dann sind wir am Abend gewesen, ein bisschen so das Zweite. Und am Anfang hat es eine Szene gehabt, weißt du noch? Ich weiß eben nicht mehr. Eben, ich denke, das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass irgendeine Mutter mit dir involviert war. Die Mutter vom Kneck. Nein, auf jeden Fall bin ich dort gewesen mit dem Josh. Wir haben so einen Drink genommen und nachher sind wir so einfach für uns am Hängen, am Tanzen. Zu zweit, nachher irgendwie sind wir so in einen Kreis gekommen mit anderen Leuten. Und ab und zu redest, ab und zu tanzt und auf das Mal. Wie es halt so links und rechts geht. Ja. Irgendetwas ist passiert, die Leute sind aneinander angekommen. Wieso machen wir Szenen, wenn wir jetzt, es macht Klick, Alter, SVP hat recht. Der ganze Abend war wahrscheinlich ruhig gewesen, bis bevor wir reingekommen sind. Also erzähl, was ist passiert? Wir sind dort reingelaufen, nachher ist, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Die Szene meinen, das Schiff bewegt sich, irgendwie sind Leute aneinander angekommen. Und nachher halt das erste Mal kann passieren, entspannt, nachher ist das zweite Mal passiert und nachher ist halt jemand macht zu viel geworden, jemand so riss dich zusammen, weißt du, Bruder, pass ein bisschen auf. Nimm 2-3 Meter Abstand, weil du bist die ganze Zeit mit Du hast ihm gesagt, gell? Keine Ahnung, ich so, du bist die ganze Zeit mit angekommen, nimm 1-2 Meter Abstand, weißt du, dann hat jeder Und du hast Spaß ihm am auf Abend. Französisch gesagt. Ja, auf oder? Englisch, Bro. Ich Sag mal auf Französisch, wie würdest du habe sagen? kein Französisch, Bro. Nicht da mehr kann ich mir nicht gesagt, aber ich habe kein Französisch, Bro. Ich habe gesagt, listen, motherfucker, Ja. please. Ja, und nachher? Nicht, ich habe es ihm gesagt und ich habe es ihm normal gesagt. Und Bro, Alkohol macht uns Menschen krank, man. Der Typ hat da so, Hey, nein, Ich Französisch. sehe, und nachher, ich kann nicht checken, was er sagt. Ich sehe English, bruv. Ja, so hast du ihm gesagt. English, bruv. Jetzt bist du auch noch von London, Nein, ich habe so Bruder. Englisch. Und nachher, er so irgendwas am Schnurren, ich so, I don't understand. Und nachher habe ich halt am Mimik gecheckt, dass er bis, also, nee. Ich so, I don't know what you're saying, weißt du, ich so, Ja. just leave, weißt du, just Sit go down. away, Alter. Lass Ja. mich einfach, mach 1 Meter Abstand und komm die ganze Zeit mich an. Und er hat einfach nicht gecheckt. Und nachher hast du deine Mutter. Nein, und nachher habe ich halt schnell ein ernstes Gespräch gesucht und gesagt, bitte, unter 4 Augen, ich verstehe, dass du besoffen bist, aber bitte, halt ein bisschen Abstand. Ja. Wenn nicht, dann, ich weiß nicht, was Fretter heißt auf Französisch, aber es gibt Fretter. Und nachher ist eben Mutter gekommen. Ah, da. Und ich so, voilà. ist das deine Mutter? Und die war einfach mit denen unterwegs gewesen. Nein, es war ein großer Kreis, es hat alle keinen ja, Preis. ja, genau. Aha. Ja, und dann ist halt so Mutter gekommen, sie so, oh nein, ich trank. Und ich so, okay. Nein, nein, nachher ich so, oh, ich so, tut mir leid und so, aber alles gut. Und nachher habe ich ein Gespräch mit ihr Mhm. und das wär's gewesen. Das ist fertig, die Ja, Geschichte. das ist die Geschichte. Da ist die Geschichte fertig. Ich habe mit ihr angefangen zu reden Okay, Bro, da ist sie fertig. und dann ist sie fertig gewesen und dann, also wir haben geredet und so weiter. Bro, also, du versuchst etwas aufpauschen, was nicht war. Wir haben geredet und dann bin ich zu dir gekommen und dann bin ich frisch Single gewesen und ich so, Bro, keine Ahnung, Alter, die Leute sind ganz komisch da, Mann. Hey, nein. Einer versteht kein Englisch, Weißt die du, was andere ich liebe? versteht Englisch. Ja. Was hat jetzt die Geschichte mit dem Tinder-Profil zu tun? An dem Abend ist Tinder entstanden. Und ich habe an dem Abend, ich wollte zeigen, auch ohne Tinder wäre es gegangen. Ich habe Tinder gemacht, das habe ich noch mehr abgezogen, als ich mit Tinder ausgegangen bin. Löwe. Ich bin ohne Tinder gewesen und das ist. Aber ich sage bis heute, die beste und die lustigste, egal ob kollegial oder auch andere Geschlechter oder so, habe ich immer persönlich gehabt. Okay, muss gehen, wegen, bist ein bisschen angetrunken, Hemmungen sind nicht so, aber Bruder, wenn jemand draussen kennenlernst, die Hemmungen sind weg. Du gehst nachher raus, es ist nicht so, schüch hast. Du hast dich in einem Moment kennengelernt, sehr wahrscheinlich im Ausgang, wo du so ein bisschen besoffen warst, und dann bist du nicht so, das Schamgefühl ist schon mal ein bisschen weg. Das war einfach für mich. Also ich habe ja vorher die Aussage gemacht, dass nur hässliche Frauen mich geliked haben. Ja. Ich möchte mich entschuldigen bei allen hässlichen Frauen, die mich geliked haben. Für die Aussage. Nein, okay. Bro, eben, ich kann vielleicht bei 3 verschiedenen Anbietern schlussendlich mal... Es gibt wahrscheinlich genau 3, Alter. Es gibt Nein, genau ich glaube, es wahrscheinlich gibt wirklich mehr. Aber es gibt ich glaube, bei 3 habe ich mal ein Profil gehabt. Erzähl. Tinder? Ich wollte eigentlich nicht Werbung machen, Bruder. Ja, du hast schon 3 gesagt, Alter. Nein, So, 2. du hast schon über Tinder geredet. Okay, also Tinder, Bumble und Hinge. Was ist Hinge jetzt? Bruder, Hinge ist... Ist einfach Tinder, oder was? Es ist einfach besser. In welchem Zusammenhang ist es besser? Eben, jetzt machen wir Werbung für das Scheiß, Bro. Also, ja, aber... look, es ist einfach... Also bei Hinge ist es so... Du hast ein Profil. Ja. Und du kannst dort Bilder von dir an tun, du kannst eine Sprachmemo von dir an tun, du kannst einen Text an tun,
ist wie ein Profil eigentlich, das du machst. aber Lebenslauf. Du kannst eigentlich wirklich einen Lebenslauf rein tun. Ja. Das Spannende ist, du kannst nicht das Profil liken. Wieso gibt es das nicht für Arbeitgeber und Arbeitnehmer? Ich habe mir eine franke Idee. Ich Tinder glaube, das für gibt es Arbeit. eben. Nein, gibt's nicht. Ich glaube, es gibt die Dinge, das wollen machen. Nein, wir machen besser. Bro, die... Wir machen besser. Wir Okay. nennen jetzt nicht. Sie haben sogar genannt, Tinder für Arbeitgeber. Etwas haben sie verbockt. Das ist 100 Millionen Franken Idee, Bro. Du, wenn Ja, das richtig schauen machst, wir, schau okay. schon noch ein Jahr, wo die zwei Kann ich stehen. mit meinem Cousin reden. Eben, Bro. Und das Gute bei dem Hinge ist eben, gewesen, du hast können nicht das ganze Profil liken, sondern du hast können etwas Einzelnes liken von diesen 5, 6 Also, du bist Sachen. hässlich, aber du bist lustig. Und du hast gerade können etwas schreiben. Also eine Nachricht, eine DM. Wieso du das likest. Aha, okay. Und ich sage jetzt mal so, ich gehöre zu der Sparte von Männern, wo Leute sich im Club nicht den Hals verrenken, sondern ich überzeuge mit meinem Charakter und meiner Art und Weise. Mhm. So. Und irgendwie ist eben Hinge am besten gelaufen, weil ich habe gerade etwas Lustiges können schreiben oder whatever. So. Ja, ja. Und das mein Problem mit Online-Dating ist eben... Gerade 2 Knopfdruck, richtig. Mein Problem mit Online-Dating ist, ich bin aber, der gerne schreibt. Mhm. Und Bro, du schreibst, oder jemand liked dich zum Beispiel, oder du likest jemanden, nachher schreibst und nachher kann ich Stunde, 7 Stunden, 1 Tag, 2 Tage keine Antwort. Bruder, ist das 1971? Nein, du hast schon Telefon gehabt. Ist das 1871? Muss ich Morse-Code? Das ist schon morgens. Ah, okay, sorry. Muss ich Brief schreiben, Bruder? Brieftube. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das letzte Mal, wo ich jemals Online-Dating, also so Online-Ding hatte, ist, glaube ich, so gewesen, während der ersten 10 Episoden von dem Podcast. Hast du noch in deinem Bio Podcaster? Nein, ich habe es glaube ich eben nicht rein da, Besser. weil ich irgendwie so denke, es ist komisch. Ja. Vor allem erst nach 10 Folgen, wer bist du? Und nachher hat mich halt jemand geliked oder so. Und du siehst ja zum Beispiel bei gewissen Apps, wer dich liked. Mhm. Und die Person hat mir halt nicht zugesprochen. So. Mhm. Sie und ihr Profil und ihr Charakter und alles andere. Klar, vor allem hast du Charakter Ego gesehen. Ja, wegen dem Text und so. Der Charakter Hat mir nicht gepasst. Also, Ja, was habe ich sicher. gemacht mit dem Like? Bro, man kann auch, ganz ehrlich, man kann auch sagen, optisch ist es nicht mein Geschmack gewesen, ohne Eben, die Beleidigen. Die Person hat mir nicht gefallen. Ja, stimmt. Du hast recht, danke für den Hinweis. Optisch ist, also, ich meine... Ihre ich weiss, hässliches was ich noch- Aussehen hat mir nicht gepasst. Nein. Ja, aber das sagst du, Nein, nein. Sag Nein, es ist optisch nicht Ich mein sage Typ einfach nur, gewesen. wir sind auch nicht die Hübschesten. Das stimmt, Ja. absolut. Und Social Media hat mir das, und Online-Dating hat mir das mehr als einmal bewiesen. Aber ich habe das nie gebracht bis jetzt. Aber los jetzt. Und du bist ein mega schöner Mann, Bro. Reden Zürich. Danke. Ich meine, ich rede über dich, Bro. Du bist auch ein hübscher Mann. Danke, Bro. Wieso geht das so lang? Ja, es geht zum Okay. anderes Thema, ja. Also, nachher, was machst du mit Likes, die dich nicht interessieren? Durch Wichsen. Schlechte Wortwahl, glaube ich, in dem Zusammenhang. Ja, es gibt Leute einfach, also ist jetzt grob gesagt, aber Leute, die Likes haben, die sterben ab, dann sagen, oh mein Gott, schau die Likes, die ich habe. Nein, ich habe es einfach ignoriert. Ah, du bist ignoriert worden? Nein, ich habe den Like ignoriert. Von ihr? Ja. Okay, und nachher? Weil ich halt einfach gefunden habe, Ja, ja, ist was nicht soll für ich? mich. Ja, Also, es ist nicht meins. Was soll ich da jetzt? Sprich nicht da, ja. Ich habe es, glaube ich, abgelehnt oder ignoriert, keine Ahnung was. Nachher schreibt mir die Person auf Instagram. Du abgeholt Arschloch, hä? So quasi- 10 Folgen, jetzt denkst du das. Ja? Ey, ich habe dein Tinder-Profil gefunden. Und schick mir den Link von dem Tinder-Profil. Ja. Jetzt, Bruder, was mache ich? Also, was soll ich mit dem? Was habe ich geantwortet? Du hast geantwortet? Wow. Ja gut, kannst auch, also, ja, dann, entweder du bist jetzt ehrlich und sagst, hey, merci vielmals, aber ist nicht so mies. Das ist eine Option. Was habe ich gemacht? Blockiert. Das habe ich nicht gemacht. Ghosted. Nein. Was hast du denn gemacht? Ich habe geschrieben, krass, einfach Fake-Profil von mir. Nein. Nein, aber okay, look, ich verstand. In so einem Moment, das ist auch falsch von ihr, Alter. Eben, was soll das, Bro? Was schreibst du? What a creep, Alter, eigentlich nicht. Gell? Nicht so,
Also sieht man, wenn du ablehnst? Das weiß ich nicht, aber man kann ja davon ausgehen, dass... Es müsste sagen, dass du abgelehnt hast. Du kannst nicht einfach sagen, du hast jemandem ein Like geschickt oder jemandem sagen, dass du etwas geschrieben hast und jetzt weißt nie, wie der Status ist. Du musst wahrscheinlich schon sehen, ob das ankommt oder nicht. Ja, und vor allem eben Männer kommen ja verhältnismäßig weniger Likes Ja. über. Also wirklich halt, wenn... Also sie hat geliked und sie hat gesehen, es ist kein Match. Ja, also erstmal Creep von ihr. Oder? Ganz Danke. ehrlich, Creep. Dass Danke sie dir auf vielmals. Insta geschrieben hat mit dem Link, ich habe das gefunden, Ja. weil sie weiß genau, was sie gemacht hat. Ja. Eben, Das ist ein Slide. gell? Sie will ein Gespräch haben mit dir. Voilà. Und nachher habe ich gesagt, krass, in dem Fall ein Fake-Profil. Ja. Ich so, danke fürs Zeigen. Ja. So, Du bist Gespräch schon- beendet. Du bist schon drin, nein, du bist drin. Ja, aber Bruder, das Problem ist, sie hat Du mir bist schon drin. vorher ein paar Mal auf meine Stories geantwortet und so. Mhm. Und irgendwann hast du halt, wieso, das geliked oder danke oder whatever. Bro, Und nachher, Ja. ich mach schon fertig. Und nachher ist halt, nachher, Bro, jemand schickt dir einen Link. Das interessiert dich, du machst auf, Nachricht, ich sehe Tinder. Oder was auch immer das für eine App war. das ist ein guter Input. Was? Nicht. Ich habe mich immer gefragt. Und dann, Ja, warte, sorry. sorry. Und dann schreibt sie mir eben so, nachher habe ich gesagt, danke, in dem Fall ist es ein Fake-Profil. Und ich habe eben gedacht, das Gespräch ist beendet. Mhm. Dann sagt sie mir einfach, ja, was läuft? What up? Ja, Und fängt auch Gespräch mit mir führen. Asi, Bro, Asi, look. Ich sage, also bist fertig, sorry. Danke fürs Fragen. Bro, das Problem ist, das Ganze ist dann weitergegangen. Das war jetzt nicht unbedingt ein Stalkering gewesen, Mhm. Er ist dann für mich schon nach Stalker. aber es hat dann schon so Momente gehabt, wo dann exzessiv geschrieben wurde, so, hey, sind ihr schon der Location, heute ist eure Show, ich komme jetzt heute da hin, ich hocke in die erste Reihe oder was weiß ich. Und ich kann das jetzt so locker erzählen. Du hast doch in diesem Podcast gesagt, dass rot deine Lieblingsfarbe ist. Ich habe heute rotes Kleid, die erste Reihe. Look. Bro, so Szenen, gell? Und ich meine, ich kann das jetzt so locker erzählen, weil Ja, Bro, ist, also eben, wie soll ich sagen, es ist nicht richtig. Ja. Aber im Grundsatz ist es eigentlich etwas Unschuldiges. ja, vor allem, weißt du, ich kann dir einfach wie so dort einfach mehrmals zu verstehen geben. Vielleicht auf eine nicht klare Art und Weise, aber ich habe gesagt, ey, ich suche momentan, wie sie hat mich dann gefragt nach einem Date. So in dem, nach dem ganzen Debakel Mhm. schreibt sie mir weiter und sagt so, hey, können wir mal etwas trinken? Mhm. Dann habe ich ihr einfach gesagt, hey, ich bin momentan nicht auf der Suche nach irgendetwas, Mhm. so, Wieso ich nur für gemeinsam? nach etwas, ich habe geschrieben, nach etwas Ernstem. Ja. Oder so. Nachher schreibt sie mir, ja, hat denn niemand gesagt, etwas Ernstes? Ah nein, ich habe geschrieben, ich bin gerade momentan nicht in dem Modus, wo ich Leute daten will. Mhm. Nachher schreibt sie, niemand hat von daten geredet, chill. Bro, So eine Szene, eben, weißt du? ich sag dir jetzt. Ja. Ich sag dir jetzt, Bro, du hättest einfach nie dürfen antworten. Nie. Es liegt, du hast ihr gegenüber keine Verantwortung. Und auch keine wieso irgendwie Schuld. Sie hat etwas von dir wählen. Mhm. Du hast gesagt, nicht meins. Nachher hat sie es auf eine Creep-Art nochmal auf Insta versucht. Mhm. Hat sie dir auf Insta geschrieben. Du hast dann geantwortet, in der Hoffnung, dass wieso, ich gebe jetzt eine Antwort, Mhm. wo ihr hoffentlich zu verstehen gibt, dass wieso fertig, weißt du, so, lass mir's. Oder bitte lass mich. Und sie hat dann weitergeschrieben. Das ist, Bro, das ist, wie soll ich sagen, problematisch, Bro. Das ist problematisch. Also jetzt stell dir vor, Bro, du Mhm. machst das Bier. Aber also Frauen oder weiblich gelesene Personen erleben das ja tagtäglich. Eben, deswegen habe ich wieder gedacht, müsste sie es ja doch verstehen, dass das nicht richtig ist. Ja. Also eben, es ist jetzt, in dem Moment ist es einfach Aber ein bisschen fuck unangenehm off. gewesen. Ja, So. aber fuck off, ja. Und weißt du, was mir jetzt gerade dazu einfällt? Ich habe ja viele Sachen in meinem Leben falsch gemacht. Mhm. So, ich habe auch vielleicht nicht vielleicht, es gibt auch Frauen, die ich in meinem Leben nicht unbedingt gut behandelt habe, so ist Mhm. alles vorgekommen. Mhm. Äh, Krass, Alter. einfach El Hotzo. Er spielt bekommen von dem Hurensohn. Von wem? El Hotzo. Wer ist das? Aber Okay, ja. das ist ganz wichtig, ich komme dazu. Auf jeden Fall, was ich wollte sagen ist, Sag mir etwas auf Twitter, ja. was ich dazu wollte sagen ist, immerhin bin ich nie der Mann gewesen, der in den DMs von einer ist und einfach, du kannst einfach scrollen, Bruder. kannst einfach scrollen Du kannst einfach nicht los, und ja. Er lädt einfach nicht los. Hey, was läuft? Unter jede Story, Bruder. Was läuft? Chica, ¿qué tal?
Weißt du, was ich meine? So 30 Mal. Ja, ja. Bruder, ich habe einmal geschrieben, Korb kassiert, zweimal geschrieben, Korb kassiert, gut ist. Immerhin das. El Hotzo. Mhm. Das ist ja so ein Twitter-Account, oder? Twitter-Account, wo hure bekannt wurde. Mhm. Und er hat halt sehr hohe Followerschaft bekommen, Mhm. weil er sich sehr aktiv immer über die rechten und sexistischen Menschen und über Transfeindlichkeit Mhm. und so satirisch geäußert hat, Mhm. oder? Das heißt, er hat sich sehr als ein Safe Space positioniert im Internet, er hat als ein sehr woke Dude positioniert Mhm. im Internet, so ein Dude, der sich seine Fingernägel anmalt und dann quasi an Frauen, die ihre Tag haben, sagt, hey, Girl, ich verstand dich. So, weißt du, so der Typ von Mann. Ein sogenannter Wolf im Schafspelz. Nein. Bruder, weil er hat nachher einen Tweet gemacht vor ein paar Wochen und gesagt, und geschrieben ist jetzt ein freies Zitat aus meinem Kopf. Er hat geschrieben, ich habe gegaslightet, gelovebombt und Frauen betrogen. So. Mhm. Und dann hat er das quasi öffentlich gemacht. Mhm. Wahrscheinlich, ich glaube, seine Ex-Partnerin hat einen Post gemacht auf Insta und ihn nicht namentlich erwähnt, aber so gesagt, mein Ex ist so und er hat das und das gemacht. Und jetzt hat er das postet und hat dann wahrscheinlich Größe zeigen oder dem entgegenwirken und sagen, ich bin ein schlechter Mann. Mhm. Und ich muss in Therapie gehen wegen dem und bla bla. Und er hat halt wie so öffentlich gesagt, ich habe lovebombt, ich habe gaslightet, all die Therapie-Language-Sachen gebraucht und so. Und wieso das Internet jetzt momentan so durchdreht, ist halt einfach, weil er ist ja eigentlich ein sogenannter Ally. Mhm. Er ist ja einer, der immer alle verurteilt, wo... Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Was soll ich sagen? Ich kenne jemanden, wo sich auch eine Airline nennt. Ja? Ja, ja. Cool. Und eben, sich selber ein Ally nennen, zum Beispiel, ist ja nicht etwas Schlimmes. Mhm. Und übrigens, ich habe immer gesagt, I'm an Ally als Witz, das ist ein Meme. Mhm. Und das Schlimme ist ja, er ist einfach nicht besser als der Rest. Also Mhm. einfach ein Heuchler. Und ich glaube, das ist mit Abstand die schlimmste Art von übergriffigem Mann, was es gibt. Jemand, wo etwas komplett anderes gegen aussen zeigt. Und dann Ja, wo quasi andere Leute, weißt du, etwas anderes rauszeigen ist etwas. Aber andere Leute mit dem Finger zeigen und verurteilen und sagen, der Mann ist transfeindlich, der Mann interessiert sich nicht für Frauenrecht, der Mann ist sexistisch, der Mann ist, was weiß ich, oder weißt, jeder verurteilt und sich eben auf die Seite von der oppressed Menschen tut Mhm. und dann einfach rauskommt, sorry. Ja. Ja, also schau, Betrügen würde ich jetzt nicht als Dings nennen, als Anti-Vogue. Betrügen ist einfach jemand, der Probleme hat, sich zu binden. Mhm. Ob es jetzt Mann oder Frau ist. Also finde ich jetzt auch sehr einfach gesagt. Ich finde, es ist schon nicht nur... Also, nein, sorry, Betrügen hat viele Gründe, aber Ja. ich sehe, wenn du Es ist einfach immer scheiße. Punkt. Ja, ja, safe, aber ich sehe Betrügen per se nicht als irgendwie Anti-Vogue. Wenn du das machst, bist du irgendwie Anti-Vogue oder Mhm. so. Aber es geht nicht ums Betrügen. Ja, ja, fix, aber jetzt aufs, weil halt eben er so geschrieben hat, Betrügen, Gaslight und so weiter, aber Aber das sind, eben, was ich wollte sagen, das sind ja ganz unterschiedliche Sachen. Das Betrügen ist von mir, also wenn man da will, ich sage jetzt, also wie so etwas werten, ist Betrügen, blöd gesagt, viel weniger schlimm, als jemand mental abusen. Sorry, ich weiß, ich das deutsche Wort nicht kenne. Oder nicht einfällt. Aber ich meine, wieso, weißt du, Gaslighten oder jemand irgendwie Lovebomben, wie er das sagt mit der Therapie-Language. Das ist ja eine Art von psychischer Gewalt. Mhm. Bro, ich merke immer wieder, immer wenn ich etwas zeigen fange ich mit Bro an. Also, jetzt per se, also, so im Allgemeinen. Aber auf jeden Fall, ich habe einfach gemerkt, so mit den Jahren eben hörst du Geschichten, kommst mit über eben so Sachen und so. Und das sind fast immer die, wo nachher im Nachhinein, wenn die Leute fragst, ja, ich denke, nein, ich hätte nie gedacht, dass er so ein Wichser ist. Ich hätte nie gedacht, dass er so ein Hurensohn ist.
Verstehst du? Mhm. Ich habe, und vor allem Internet, Bro, also eben, sein Profil ist mir auch schon bei dir mal auf Dings gekommen, da ist mir auch immer so als so, alle Rechte sind mir gegen sie und so weiter, und so krasse sich und so, er einfach die auseinandernehmen. Aber es ist nichts einfacher auf dieser Welt, als dir ein Image im Internet aufbauen. Ja, aber eben, jetzt auch außerhalb vom Internet. Ich finde darum einfach, ich kenne so viel, weißt du, so mega sich als links präsentierende Männer, Ja, safe. weißt du, wo halt, keine Ahnung, Bro, im Internet lieben so posten über, keine Ahnung, weißt du, so einfach zeigen, so, hey, ich bin für Frauenrecht und hey, ich bin ein Feminist und hey, ich bin so, oder irgendwie Leute bei jeder Möglichkeit wie so darauf hinweisen wollen, dass ihr Verhalten scheiße ist, und so auf eine aggressive Art und Weise und auf eine herablassende Art und Weise. Und ich vertraue, und eben, nachher sagen, ich bin ein Feminist, weil ich mal meine Fingernägel an, aber das habe ich schon mal gesagt. Und nachher haben sie aber wieso mega viele Freunde, wo halt sehr sexuell übergriffig sind oder sehr falsche Sachen gemacht haben, und die nehmen sie in Schutz. Oder noch schlimmer, sind selber. Oder machen einfach nichts, also sagen, Ja, sprecht es nicht an. genau, sprechen es nicht an. Oder sobald sie in einer Beziehung sind sie Lovebomber und Gaslighter und Ja. Gatekeeper und Girlboss. So, weißt du, was ich meine? Und, Ja, ja. und da, ich meine, es ist einfach gefährlich, Bruder. Es ist einfach gefährlich. Es ist sehr gefährlich. Und eben, die geben sich einfach aus als so quasi, hey, ich könnte safe sein neben mir. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber in Bern gibt es ja den einen Club, der sehr links ist. Ganz Bern ist sehr links. Ich weiß nicht, was. Dort, wo wir gespielt haben. Ja, wie hat das geheißen? Nein. Reithalle. Ritual, ja. Genau. Und Reithalle, ich bin letztens auch so im Internet am irgendwie auf Social Media gesehen, ich einfach so ein Bild, so einen Link. So einfach Gesicht von einem Typ, Bro, ein Typ. Lange Haar, angemalte Fingernägel und so alternativ Style, so du siehst, er kommt von Bern und so. Einfach eine ganze Website darüber. Achtung, dieser Mann ist sexuell übergriffig und ein Lovebomber und Tag. Und einfach, der Typ schafft oder hat, eben das ist schon länger her und ich weiß den Namen nicht, aber hat unter anderem also Orte wie, wo so das Gleiche repräsentiert wie halt Reithalle, wo ja ein Safe Space sollte sein für Flinter-Personen. Und der schafft dort und ist anscheinend, also eben, ich tue jetzt frei wieder gehen, aber der hat eine Mitarbeiterin von dort, ist mit ihr zusammen gewesen und hat sie über Jahre lang mental, also sagen wir, psychische Gewalt an ihr angewendet. Und ein riesen Text und dort steht einfach so, wir haben mit ihm ein Gespräch gesucht, wir haben mit ihm das gemacht, er hat in dieser Situation lovebombt, er hat das gemacht, so stellt er nicht mehr ein in der Szene, schaffen den Safe Space für Flinter-Personen und. Heftig. Und das stimmt. Eben, Also ja, gut. Ja. ich habe einen Artikel gelesen, wo das publiziert wurde. Ich habe mit niemandem geredet. In den meisten Fällen machst du es nicht einfach aus dem Nichts. Ja. Genau, aber da sind wir wieder an dem Punkt von der Diskussion. Das ist eben so eine Initialreaktion von uns Menschen, die in dem System sind. Eine Person erzählt, ich habe sexuelle Übergriffe erlebt, ich habe psychische Aggressionen erlebt. Und das Erste, was wir machen, ist einfach so sagen, ja, und das stimmt. Nein, ich habe. Und das ist nicht verurteilend, aber Nein, ich weiß, ich habe jetzt einfach, ich hätte das jetzt, glaube ich, vielleicht nicht gefragt, wäre es vielleicht nicht darum gegangen, wäre so, eben jetzt, weißt du, mit Webseiten und QR-Code und Link und sie haben da dokumentiert, was sie mit ihm gemacht haben. Das ist wirklich so, Bruder, wir wollen dich schlachten. So, ja, also es gibt, glaube ich, zwei Seiten, die man anschauen. Einerseits, ja, natürlich, man will die Person ja, sicher auch aufmerksam machen. also aber an den Pranger stellen, aber andererseits will man ja auch jemanden outcallen oder beziehungsweise sagen, ja. so kannst du nicht, oder? Safe, eben. Und dann, also ich bin der
ich bin der Mensch, wo das wird sicher sein, wo wenn ich Gegenteil mache, Leute werden das ausschneiden und sagen, dann sage ich mach das nicht. Aber egal. Ich bin der Mensch, wo grundsätzlich der Meinung ist, dass du hinter verschlossenen Türen oder einfach nicht verschlossene Türen, einfach, dass du kannst noch effektiver die eine Person jetzt also nicht jetzt in dem Thema, sondern wenn du wie etwas ich bin jetzt der Meinung, du hast das falsch gemacht und ich muss jetzt wieso das richten oder ich muss wieso Leute sagen, pass halt auf. Ich habe das Gefühl, es gibt wie so andere Wege, wie so ein QR-Code. Also du meinst, das nicht an die Öffentlichkeit tragen? Ja, nein, aber vielleicht andere Kanäle. Weißt du, nicht so zum Beispiel QR-Code, aber vielleicht haben sie auch Insta oder so irgendetwas. Oder, Also was heisst QR-Code? Du hast gesagt, dass du so einen QR-Code gesehen hast mit so im Gesicht, dann hast du mir das scannen und so, nicht? Also einfach eben, du hast auf eine Website gehen und du hast das Gesicht gesehen und die ganze Dokumentation. Du hast nicht die Website irgendwie über einen QR-Code aufgemacht? Nein, die Website war auf eine Story gewesen, von Okay, dann irgendjemandem. habe ich völlig falsch, okay. Ja, Okay. aber ich glaube, jetzt überhaupt nicht, um das gut oder schlecht zu reden, die Art und Weise, wie das gehandelt worden ist. Ich glaube aber gemäß der Dokumentation, die ich da gesehen habe, ist wieso, Fleisch. ist wieso, dass Leute anscheinend mehrmals das Gespräch schon gesucht haben mit ihm. Mhm. So. Ja, dann fix nicht Mut. Nein, aber, aber ja, ich meine, Bro, heavy. Also weißt du, so. aber das ist schon ein Punkt. Das ist ja immer. Aber wie soll ich das überhaupt erzählen? Ist wieso, eben, die Person schafft in einem Safe Space rein von der, ich sage jetzt mal, Optik und Kultur, wo er sich umgibt, könnte man jetzt meinen, das ist ein aufgeklärter Mann. Ja, er verkauft sich auf so einen. Er verkauft sich als eine, oder? Ja. Und was passiert so? Genau er, ja. Und das ist ja nicht nur er, es sind ja auch ganz viele andere Männer, die als Banker arbeiten, die als XY arbeiten. Eben, das ist einfach Aber der gemeinsame Nenner ist, es sind einfach immer Männer. ja, Männer, die Macht haben. Ja. Oder einfach generell Männer, die schon immer Macht haben und so weiter. Das ist ja das, oder? Wenn ich zum Beispiel mit Leuten rede und ich zum Beispiel sage, hey Bro, wenn es jetzt ums Thema geht, darum so, was ist jetzt genau das Problem zum Beispiel? Oder reden wir so, wenn ich mit irgendwelchen Leuten so darüber rede, wieso gibt es jetzt zum Beispiel mehr Bewegung, wieso gibt es jetzt mehr feministische Bewegungen auch in der Schweiz und so weiter. Und es gibt ja Leute, die sich ab dem irgendwie voll irgendwie angegriffen fühlen und so weiter. Leute haben das Gefühl, oh mein Gott, jetzt nehmen die stehen jetzt auf und schreien und wenn irgendwelche Rechte, die sie schon haben, ihrer Meinung nach und so weiter. Und wenn ich dann mit den Leuten rede und dann sage, ja Bruder, aber also in welchem Szenario oder was passiert öfters? Ein Mann vergewaltigt eine Frau oder eine Frau vergewaltigt einen Mann? Klar. Und dann sind so alle so, ja, aber Bruder, weißt du? Und dann fängt es schon mit, ja, aber Bruder, oder? Und dann bin ich so dort und ich denke mir so, niemand Zeit verteufeln dein eigenes Geschlecht und sagen, wieso alle Männer sind Arschlöcher und Hurensohn. Aber du kannst ja zum Beispiel einsehen, was das Problem ist und sagen, ja, Bro, es gibt einfach Männer, die können sich einfach nicht zusammenreißen. Dann ist scheißegal, ob sie Frau haben, ob sie Kinder haben, ob sie Familie haben, ob sie einen Ruf haben. Dann ist scheißegal, Bro, der Trieb ist einfach stärker und dann wäre jetzt einfach zu Nuttensöhn. Ja, aber es ist ja nicht nur ein Trieb. Also sondern ja, es ist einfach- auch, also eben, du musst keine Angst haben, dass man etwas Ja. Falsches sagt. Ich glaube, es ist... Letztes Mal hast du mich versucht, in Dings in die Ecke zu treiben. Was mit dem Albaner zu? Ja, ja. Ach komm, das ist ja nicht wohl nicht das Gleiche. Aber es ist echt ein Serb geschrieben, Mann. Es haben ein paar Leute geschrieben, Ja, ja. aber auch von beiden Seiten. Aber egal. Was ich wollte sagen ist, wieso das Ganze hat ja die Herkunft oder Das ist einfach scheiße. oder das Problem ist ja wieso sehr tief verankert in unserer Gesellschaft. Oder es ist ein systematisches gesellschaftliches Problem. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass einfach, eben du hast vorher gesagt, ja, das Argument, wo ja viele Leute sagen, ist nicht alle Männer. Ich habe irgendwo gelesen, was ich sehr eindrücklich finde, und zwar eben Leute sagen, ja nein, nicht alle Männer, aber es ist immer ein Mann. Und ich denke einfach nicht, eben, du hast recht, so, man muss nicht das eigene Geschlecht verteufeln, aber ich finde einfach wie also, Du kannst einfach als Beispiel vorangehen. hey, eben, man muss auch miteinander kommunizieren und man muss einfach wie so versuchen aus dem lernen. Und ich meine eben, ich habe es ein paar Mal gesagt, ich würde mich als einen sehr aufgeklärten
Mann gesehen und die ganze Aufklärung ist auf dem Rücken von Frauen passiert. Mhm. Von Ex-Partnerinnen, von meiner Mutter, von Freundinnen, von Kolleginnen, wo wie einem halt aufklären, oder? Und ich glaube, es ist ja leider die Wahrheit, dass tendenziell einfach Männer mehr zugelassen wird. Und darum finde ich es auch wichtig, als Mann über so Sachen reden. So. Ja, safe, muss unbedingt. Unbedingt. Ich hab's dir sagen. Einfach im gleichen Podcast wieder so lange über Gesellschaft als Frau, als Finta-Person reden und im gleichen Podcast am Anfang noch sagen, alle Likes, die ich bekomme, sind von hässlichen Frauen. So kann es gehen, aber jetzt, wenn es eine Seite gibt, wo so ein bisschen investiert ist in Hate-Gegäuse, dann würden sie voll schauen, Bro, der könnte ein Reel machen. Uncover, kurz und bündig. Der könnte uns brechen, Bro. Nein, das Gute ist, wir können so viel Scheiß, wie wir sagen, wie wir wollen, weil es gibt Podcasts wie Comedy-Männer, die einfach immer wieder einen drauflegen und unsere Arbeit einfach machen. Ich habe vorher sagen, weil du hast ja das angeschnitten wegen, wenn wir es den Leuten sagen und so weiter, eben, du nicht das Geschäft verteufeln und so weiter. So das Allgemeine. Ich sage einfach nur, also wie ich so durchs Leben gehe. Ich bin der Meinung, wenn du mehr würdest darauf schauen, dass du glücklich bist, oder einfach mehr würdest auf dich selber schauen, als was andere machen, Bro, dann die Welt wäre viel, viel schöner Ort. Mhm. Weil über was regen wir uns heutzutage auf? Alter, ein Mann fickt mit einem Mann, eine Frau hat mit einer Frau. Oh mein Gott, sind das die Probleme in der Schweiz, Mann? Ich will nicht, dass. Das ist eh noch das Schlimmste, weißt du, so, Leute, die nachher dann anfangen so, keine Ahnung, man, noch so Angstpolitik betreiben und so, wo sie dann sagen so, ja, aber weißt du, das Ganze, das geht bis zu den Kindern über, Bruder, wir haben es mit 11 gezeigt, wie man einen Gummi über einen Delfin anlegt. Was soll ich dir sagen? Ich bin traumatisiert von dem Erlebnis. Wieso Delfin? Wie das scheint am nächsten wieder zum Schwanz aussieht. Krass, ja gut, dir. Ich bin 11 dort, Bruder, dieser Legen kommt. Komm mir wieder Bro, ich bin fast traumatisiert gewesen. Ich so, ja. Also, du würdest sagen, Sexualkunde hat dich traumatisiert. Schlimm. Aber das ist ja das Argument von vielen, die sagen, man soll nicht über Sexualkunde und über. Nein, wir müssen mit einem gewissen Finggefühl an das Tal gehen, Mann. Und über die Leute, die sich aufregen darüber. Ja. Was ich mir sagen ist, wir haben ja jetzt so die Hetero-Aufklärung. Traumatisiert, Bro. Mhm. Ich bin dort, Bro, mit 11. Ich weiß immer, wie man noch. Vielleicht habe ich chopiert, vielleicht habe ich nicht chopiert. Ich habe keine Ahnung, ob das so wie es ist. Aber ich muss einfach an einem Delfin, was so groß ist wie mein Kopf, einen riesen Gummi anlegen, Bro. Das sind schöne Schlussworte. Ja, und nachher kommen die Leute und sagen, nein, die sind in unserer Schule. Aber nachher, wir haben Religion in der Schule. Ja. Wir haben Religion in der Schule. Fair. Ich bin nicht religiös aufgewachsen, aber ich muss. Es ist auch okay. Ich gehe in Religionsunterricht, aber ab einem gewissen Punkt, ich bin nicht religiös auferzogen worden. Ich habe keinen so einen Drang zum religiös werden. Ich momentan eben so. Und dann gehe ich dorthin und muss einfach in der Woche 2 Stunden zwischen mir Religion gehen. Und die Religion wird ja nicht nur per se der Christentum dir näher gebracht. Ja. Dort geht es ja um alles. Also ist auch erst seit ein paar Jahren. Ja. Wie meinst du? Ja, also wo wir in der Schule waren, Ja. haben sie neu angefangen mit 5 Säulen des Islam und Buddhismus und Bei mir- Christentum. Bei mir ist es schon. Aber das ist halt Kanton Zürich, Bro. Es Ja. gibt ganz viele andere Kantone, Ja, Bro, ab und zu musst du gar nicht anfangen. Dort wo eben- vor allem die Leute noch zusammen am Samstag oder so in die Dinge gehen. In die Kirche gehen zusammen und so Scheiße. Ja. Bro, deswegen eben, ich habe das Gefühl, vieles, was passiert, habe ich das Gefühl, ist für die Allgemeinheit, für die Menschen eine gute Entwicklung, vor allem so für das Menschenverständnis und für wie soll ich sagen, Aufklärung. nicht Aufklärung, aber für mich ist das nicht mal, also für mich hat das Ganze dient einem grossen Zweck. So alles, was jetzt auf dieser Welt passiert mit Akzeptanz und Liebe und so weiter, ob das jetzt ist mit Minderheiten, mit Black Lives Matter, ob das jetzt ist mit LGBTQ, was auch immer, das alles zu einem größeren und das hat mit Akzeptanz zu tun. Mhm.
wie schwierig kann es für einen Mensch sein, oder nein, was musst du für ein Leben haben, das dich stört, dass ein wildfremder Mensch mit einem anderen wildfremden Mensch, beides Typen etwas haben, wieso, ich verstehe, wieso das einen juckt. Also wie langweilig muss das Leben sein, dass du findest, das stört mich. Ja, aber ich finde eben... Ja, nachher könnte das mein Kind sehen und dann wisst das normal ist und nachher, ja und dann? Also willst du mir sagen, dein Kind oder deine Leute haben nur Liebe verdient, wenn sie so sind, wie du das Gefühl hast, ist richtig? Ja, dann Bruder, musst du nie Kinder machen, musst nie Familie gründen, weil das sind Menschen mit eigenem Kopf, mit eigener Entwicklung, mit eigener Art und Weise, wo ihre eigenen Sachen werden kennenlernen, wo sich kennenlernen werden und wo Liebe werden empfinden, wie sie Lust haben, Liebe empfinden. Wir sind eigene Menschen, Bro. Wenn du das Gefühl hast, du hast Angst, es ist Risiko da, dass das Kind eben nicht so könnte werden, wie du das Gefühl hast, ist richtig, dann mach kein Kinder. Dann mach kein Kinder und gib nicht deine Art und Weise, deine Denkensweise weiter. Ich sage nicht, es ist falsch, dass du findest, zum Beispiel, will ich an das glauben, will ich das nicht. Aber du musst nicht anderen Menschen eintrichten, dass das falsch ist. Es ist nicht was du richtig findest, ist überall richtig und was du findest falsch, ist überall falsch. Also von dem her einfach akzeptieren, Bro. Du musst nicht sagen, ich bin pro das und ich mache Freude, wenn ich das jetzt gesehen und so weiter. Aber einfach akzeptieren, so schlimm kann es ja nicht sein. Geh einfach durch den Tag, der macht sein Ding, du machst das Ding. Fertig. Das wär's. Das wär's. Das wär's. Und an dieser Stelle nochmal frohes Neues. Frohes Neues, guter Rutsch. Schaust gut auf dich? Und ich weiß nicht. Vielleicht noch ein lustiger Fakt. Ja. So, vielleicht hast du einen, ich habe gedacht, vielleicht hast du einen. Nein. Ah, okay. Ich habe gedacht, vielleicht Oder warte, vielleicht haben wir noch einen Witz für euch, seht ihr das? Noch überlegen. Okay. Nein, ich kann echt keinen Witz. Das ist ja das Schlimmste, was man machen kann. Also, tschüss zusammen. Ciao, ciao. Das ist kurz und wenig.